Mein Nummer ist Schilds und ich bin am Ende mit einem neuen Kabarettsprogramm auf Tour. Das für allem eng einer Sicht der Dinge de Leiit Sachen Sachverhalten ernst das durchstellen satirisch abzuschaffen et krit Feedback natürlich Zinder die sich getrüppelt fielen da bleibt net daus anderer Sirose was net erwähnt gin am Kabarett. Einer 50 Leute schaffen an dem Geheimrecht. De Papillenkratzen oder wéi. Du könnt de Friede Geld spuren, anstatt dat de kleine Leider dat Bus an Zuchttarif verhecht. Dat Jo hat mal gut gedo an dem Sinn, dat die men zu Stresseprogramm op Beenstellen fir zu schreiben. Und ich hat gesot mar eng Paus fir bisssen zu ressourceieren. An Fi allem Mochwel thematik schon gedt. Vielleicht geht dat mat der Krise River, da kannst du leider nice bieten. Leider ass dat net der Fall, das mich schon wie fir. Wann du hingeht, dann denkt den immer nees neue Sachen an, da lief den noch immer nees neue Sachen an. An dat ich war eng 15 Mo fertig durchgewircht sind an gëtt net mir einfach auch wann den immer rum do hingeht dat die Vierstellungen leng wat du geschieht dat les engem kein Ro. Das mir im Gange fir an enger anständiger literarischer Form die Message, den die Leute zu gehen hatte für den festzuhalten an weiter zu gehen. An dürfen kommen die Personage dem Jakob Aschengänger, dem Möglichkeit gehen hört, ein gewissen Spielergegespiel zu schaffen zwischen dem Personage und auf der anderen Seite der Personage von Mahasfer, die dann gegen den anderen oder Madene neben den wie wollt sich durch das ganze Buch ziehen. Wie du doch das Treiben satt hast, immer wirft dich diese Flut an ein unbekanntes Ufer und dir fehlt schon lang der Mut, neuen Küsten zu begegnen. Du bist müde, gräbst dich ein und beschließt für alle Zeiten nie mehr heimatlos zu sein. Und das nennt sich dann erwachsen oder einfach Realist. Viele Worte zu umschreiben, dass man feig geworden ist. Was passierte in den Jahren? Wohin hast du sie verschenkt? Meistens hast du doch am Tresen das Geschick der Welt gelenkt. Und die fiel nicht aus den Angeln, höchstens du fielst manchmal um. Und für die du bekämpft hast, machst du jetzt den Buckel krumm. Sollten ein Stück für 2-3 Personen sehen, lustig sollte ziehen, witzig mal wenig Denkgang, dass Leute können dabei amüsieren und nachher etwas mal Themen holen. Und ich kenne Monik an der Marcel relativ gut von der Bühne hier. Und das ist eigentlich einfach so vom selber kommen. Ich wollte eine Kuppel zeichnen, die an der Pension ist, an die Lo. Ich habe es probiert mit der Zeit umzufeigen. Ich sing ob der Belgischer Plage. Du bist ein dicker Kopf. Ja.
Wenn du dich mal was zu ihm könnt, dann hast du das. Ja. Wo wärst du da so lang? Am Bistro. Ja. Marcel, es sprudelt dem Moinrem nimmer so aus dir raus. Muss ich dir alles aus der Nuss ziehen oder schwätzt du vom selben? Ja. Hast du Pans voll? Ja. Ja, das habe ich gemerkt. Wir müssen 2x0 erfüllen für die Betze gerade. Ja. Du hast übrigens noch dieselbe Kleider wie gestern. Du hast dich nicht mehr ausgedacht. Nee. Brauchst du halt eine Dubelration Pillen? Nee. Marcel! Das ist mir nicht an wie viel. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Was geht da sonst nach Neuz? Wem wärst du da so lange beim Marischen? Du wärst ja beim Marischen, oder nicht? Wie soll ich da sonst gewirrscht sein? Ja, was weiß ich? Ich war mit Emil zusammen. Mam Emil? Bis Feierabend? Na, dir zwei ist viel zu erzählen. Ja. Marcel, du nervst mit dem Geschwätz. Den Emil kriegt sein Lust nicht voll. Wie eng Lust kriegt Emil nicht voll. Mehr von der Gemenge Wahlen los. Das hat ihm mir gefehlt. Was heißt, es hat ihm gefehlt? Fehlt dem Lokemei? Nee. Ich bin verrückt. Marcel, was heißt das? Heißt das, dass dem Emil gefehlt hat, bis das dich beginnt hat, und dich den ganzen Abend lang bequatscht hat, und ich weiß nicht noch, wie viele Humpen hat noch einmal die Hund, die ihm gefehlt hat? Ja. Nee, das ist nicht wahr. Marcel, das ist nicht wahr. Heißt das, dass du mit Emil an die Gemengewelle gehst? Ja, aber... Lauscht doch mal nicht. Halt den Mund! Los, schwätze nicht! So. Und schau mal, nein, kann ja alles schön los von viel für das Stadt ganz doch richtig verstehen. In allen Topert beginnen den anderen allen Topert. Die zwei allen Topert schütten sich den ganzen Abend lang Bier an den Kopf, bis dort den einen allen Topert mit dem anderen allen Topert an die Gemengefälle geht. Ist das richtig? Marcel! Ja. Mach hörst du sie dann noch all? Und Emil als ein Kollege auch schlecht tun. Oh, den Emil als ein Kollege schlecht tun. Ich renne den Emil mit dem Fuß am Nerv, wenn ich ihn die nächste gesehen. Am Tischlo direkt, steh auf. Ach. Du brichst das Bein. Du brichst mir den Hals. Klar, mal endlich von deinem heißen Perdorf, meine ich gerade, ich hatte ihn umbrucht. Aber du bist am Gang, mich umzubringen. Marcel, als ist das Leben dir so langweilig? Brauchst du eine neue Herausforderung? Oder hast du just Neefalt in am Alter aufwüssiget? Wie was ist dann da dabei? Ich gehe ja sowieso nicht gewählt. Ach so. Kannst du mir da vielleicht den hehren Interesse von dem ganzen Manöver erklären, wenn du schon weißt, dass du nicht gewählt bist? Ich wollte dem Emil just aus der Not helfen. Fand eben nicht Leute genug für aufs Englisch, dann das ist eben mein Freund. Für was finden da nicht genug? Muss ja auf eine Ursache haben. Du wärst für die Quoten eine von dem Ganzen sein. Muss schlecht dem die Partei stehen, von selbst gerechnet, ob du schon gewiesen hast. Oh, mach nur mal einen Punkt. Mach du lieber ein Kreuz, Marcel, weil die dote Nummer, die ist noch nicht gelaufen. Glaub mir, die Nummer ist nicht gelaufen.
Hallo? Ja, ich sie nicht. Wie soll das so sein? Ja, ich bin schlecht gelaunt. Ich bin aber ganz ziemlich viel schlecht gelaunt. Oh, der Pap, der sitzt halt mit einem dicken Kopf. No, bis 1:30 noch. Hier geht lo an Gemengewellen. Mit seinem Kollege Emil. Tut dem ihn auf der Liste gefehlt und ist der Pap 3 voll. Fährt jo an. Ah, du findest das gut? Das für mich nicht für ihn. Hä? Neue Wandern alle Segeln. Hey, pass mal ganz gut auf, mein Jung. Wenn er heim Wandern Segeln bläst, ob er oder Jung, da sind ich das. Ja, das ist gut, ich bin drin. Hey, Herr Kandidat, der nicht gewählt wird. Der ist fies. Hallo? Ja. Ja, du hörst ja. Aber ja, den Emil, du weißt ja, wie den Emil immer schwätzen kann. Ja, aber ich habe schon unterschrieben, dass der letzten Tag. Paul, na, schönen Tag. Ja, du kannst hier den Abend ein Kehr rufen. Ich so, da will ich, dass dein Papa gerufen wird. Ja, die steht mehr an der Zeitung, Eddie. Aber du wirst dich schon aber noch abkriegen. Ich rufe lo direkt auf Gemeng und alle Proteste. War das doch nicht lächerlich. Aber du bist lächerlich, nicht ich. Geht dich all nee, fall du für lo an Politik zu gehen. Tut dich dein ganz Leben nicht interessiert. Doch. Nee, ich weiß es doch, also nicht die Gegenteil. Du bist dich nie für Politik interessiert, das schon gar nicht für Gemengepolitik. Aber am Dach, dann habe ich nie etwas davon gemerkt. Ich esse noch schon 40 Jahre lang all Frühjahr Spargeln. Was ist da los mit den Spargeln? All Frühjahr muss ich einen Monat lang Spargeln essen. Das sind dann 40 Jahre. Ja, an? Tut das eine Heimat zu dienen? Ich kann Spargeln nicht ausstehen. An all den Jahren hast du das auch nicht gemerkt, dass ich Spargeln nicht gerne habe. An all früher hast du gekauft, die langen, eklige Stangen, der Gringer, der Weißer und immer die papische Soße dabei. Ja, das gibt mir schon schlecht, wenn ich nicht mehr dran denke, Spargel, 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 bis ich zu den Ohren rausfresse. Na ja dann, da tut ja da wohl ein Kehr Musse gesucht gehen. Ja. Ich muss davon aufgesehen, dass ich mich freuen, wie blöd da die muss für ihre Leben lang etwas ziehen, weil die nicht gern hat. Verstehe ich noch immer nicht, was Spargel soll mit Politik zu tun. Mit den Spargeln ist es wie mit der Politik. Ich habe sie zwar nicht gern, aber ich esse sie einfach. Aber wenn es nicht mehr ist, für das du den Mund sollst zahlen. Und ich habe dem Emil ja gesagt, für das hier noch endlich den Mund soll halten und dass ich endlich heimgehen konnte. Na ja, wenn das kein Ursache ist für Politik zu machen, dann weiß ich dumm nicht. Aber was frisst du dann aus, als du 40 Jahre was du nicht ausstehen kannst? Nimm mir Spargel, Monique. Wirklich. Nimm mir Spargel.
Ich war moie bei den Doktor und der konnte mir aber beruhigen. Also es sind nicht laktoseintolerant, es sind einfach so just intolerant. Aber ohne Laktose. Obwohl man Laktose immer mittags zu den Ohren raussprudelt, bei all dem Brach, den du immer liest, hey, da gesagt, ich immer dünn am Wartesaal beim Doktor noch ein paar Gedanken durch die Kopfgurgel, was was das, dann ich durch mal zählst du Leute, der den Ofen einfach mal. Vielleicht, dass wir ihn dort interessiert. Vielleicht wird ja der Wehrdenker darüber nachzudenken. Obwohl das man denken, das schenkt man den Moment ein bisschen aus der Mut zu sehen. Das schenkt man mittlerweile ein Exerzis zu sehen, der bei nicht wenigen von unseren Zeitgenossen der Schweiß auf die Stirn treibt. So wie beim Leistungssport. Mittlerweile zählt es ja schon als intellektuelle Höchstleistung, wenn ihr nicht fertig bringt, bei RTL oder auf Facebook oder so sonst wo ein Konto abzumachen, ein Account, für dann nur an den Kommentaren allmähliche Blödsinn vor sich zu gehen. Und ich, Idiot, gehen dann noch hin und ich lese das alles. Schon kriege ich dann so Laktose, also ich meine so einen Intoleranzfall. Ja, aber für was liest die ganze Wurst dann überhaupt? Das ist eine gute Frage. Als das just Masochismus oder ist das schon mehr schlimm kränkt, ich weiß nicht. Für was lesen ich die ganze Schritte? Nicht das ganz einfach. Also die Lektüre ist für die Wurst von meiner Intoleranz einfach unumgänglich. Ja. Und ich freue mich dann all daran immer beneid, ob der Mensch nicht doch aber vielleicht ein Irrtum von der Revolution ist. Im Moment nicht abgepasst, dass schon wäre in Ruhe von dem Baum, auf dem ein eigentliche Leben lang soll bleiben. Oder wie so der Konrad Lorenz, ein Ahnenforscher mit dem 10 Nobelpreisträger, der Übergang vom Affen zum Menschen sind wir. Also quasi just ein Übergang. Ja? So ein Test für das, was die Evolution eigentlich mal als Willes hat. Ja, wenn das war, dann ist das aber wirklich gehörig an die Box gegangen. Also wenn Kommentare bei RTL oder auf andere soziale Netzwerke liest, selber sein Verstand und nicht an der Pfeife gefilmt wird, dem muss aber zur Konklusion kommen, dass bei so manchen verschiedenes schiefgelaufen ist. An einem Kap an Platz Gehir ein Bulli brodelt, den am Gang aus zu gehen. Dafür Holzmoor wahrscheinlich weltweit ohne Rücksicht beim alle für das nimmer kein, ob die Kinder als nächste Robert zurückzudämpfen. Vielleicht ist das, was wir bräuchten, eine Stärkhand. In den ein Clip a Klo seht, wo es geht. In den ein Remobem treibt. Und opasst, dass kein mir raufklimmt. In dem direkt so Veranstaltungen wie die Live verbietet. Schluss mit Kultur, braucht man nicht, bringt alles nicht, kannst nicht mehr suchen. Da gehen Kino und Theatern zugemacht, keine Ausstellungen mehr, keine Konzerte. Am Ovens noch Erdauer als Ausgangssperre. Ja, und da geht von Ettelbrück bis Rob an den Norden alles an Dezember 1944 zurückgebombt, für einen neuen Lebensraum zu schaffen. An all die a Frankreich Belgien Preise mussssen Wunde go, weil sie keinen Wohnraum haben, die holen wir im Heim ins Reich. Wir bräuchten mal so eine starke Hand, in die seht, wo es hingeht, so ein Führer, in die für uns denkt. Das wird den Menschen natürlich nicht schwer fallen, das zu akzeptieren, also das man denken. Mittlerweile ersetzen ja Spekulationen alles. Das ersetzt ja Denken auf 4 Urteile, wie zum Beispiel die Ausländer, die holen als Erbigte weg. Ja, besonders die Erbigte, für die Letztburger sich zu schuld oder zu blöd sind. Oder die Ausländer machen als Wohnungen mit daher. Ja, die Ausländer froh ja auch, was ein Wohnung kaufen, entschuldigt, können wir der Wohnung 200.000 Euro mit daher verkaufen, ich will euch heute Preis aufrecht machen. Ein kleinen Denkanstoß, falls ein an so eine Diskussion gerät. Laut einer Etude von 2016 vom LISER, vom Luxembourg Institute for Social Economic Research, gehören 72,5% von den Terren, auf denen als Lützburg gebaut gehen,
private Leid. Ja, das stimmt. Und da, wo sie rund 15% gehören Privatunterprisen, und gerade mal 11% gehören der öffentlichen Hand. Und der ganze Wert von dem Baulandpotenzial, der geht auf 20,7 Milliarden Euro geschätzt. 20,7 Milliarden. Und da, wo sie 65,2% fallen da auf Privatleid, 18,6% auf Privatunterprisen, auf 14,6% auf die öffentliche Hand. Also wir wissen, mit Zölle kann ich leider immer Müll machen. Wir überlassen ihr dafür selber herauszufinden, wo eventuell kommende Heckleid, was das Problem am Wohnungsbau Lützwig betrifft. Die dürfen dann ihren Evaluierungen aber auch Schlag für wie Spekulation, den Hals nicht voll genug kriegen. Das werde ich schon, will ich mit keinem delen. Und Dank von den Politikern für unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, mit auflesen lassen. Ja, der Mensch braucht eben immer einen, den er für etwas verantwortlich machen kann. Selber nicht am Leben auf 3 kriegen, aber die anderen dürfen responsabel machen. Das ist vielleicht auch Ursache für den großen Abschwung vom Christentum. Du hast doch auch einen, den als Sünden auf sich geholt wird und sich durch nun Kreuzgenäle gelost wird. Also wenn die gewusst hat, was zu seiner Message übrig bleiben bis heute, der wäre wahrscheinlich geflüchtet. Der wäre mit Frau erkannt, mit dem Ruderboot, über den Mittelmeer gerudert und hätte wahrscheinlich zu Lampedusa eine Orangenplantage abgemacht. Wir müssen als christlich Werte verteidigen, wenn ich das schon immer nähere. Ne? Ja, melde dich bei der Stimme von der Straße, bei der Asti, bei der Caritas. Nee, die geht nicht mehr. Bei der Croix Rouge, da kannst du Terra aufhängen, den christlichen Werte zu verteidigen. Heiligjoven 2025, Meldung bei RTL. Das geplante Christfest von diesem Jahr muss leider ausfallen, weil der Josef mit seiner heischschwangeren Frau Maria als mit Ochs und Esel am Mittelmeer untergegangen. All die Dummheit, den Neid, die Missgunst, ich meine, ich kriege schon nie so Laktosefall. Ich meine, ich muss katzen. Also der wird zwar gut gesucht, es war nicht ganz politisch korrekt, aber gut gesucht. Er doch können vom Joy sehen. Wäret ja, sonst wäre das eventuell politisch korrekt gewesen. Politisch korrekt, mein Gott, das ist das immer Gedäßens. Alles muss immer an der Spur laufen, nimmer nicht unecken. Wenn wir sie nicht, mengen wir mal. Wir sind für allem mal mehr klein, also mehr klein wie all die anderen rundherum ist. Also wir sind Männer groß oder ein kleines Land mit großen Leuten oder umgedreht. Keine Ahnung. Egal auch. Und wenn wir so ernst sind, dafür will man da doch bleiben. Also das wird man sehen. Ob schon mal schon alleine mit sie, wird man einmal wären. Und am Fungol ernst gesehen, wie man wollte gehen. Ohne das nicht gemerkt haben. Vielleicht, mit das war aber auch alles. Weil ernst sind immer die Ähner, so wie der Numetio schon sieht. Also ernst wie mir, wenn wir ja selber von uns mengen, dass wir ernst sind wie die Ähner. Wir wollen ernst als wie wir ernst sind, dann ist ein ernst, und da passt nicht bei uns. Ihr geht sein ernst sind ja nicht ob für uns ernst sind unzuholen. Und das geht ja wohl gar nicht. Wir so und dann ging sich nicht integrieren. Und da passt ja überhaupt nicht bei uns. Wen sich nicht integriert als ernst, also nicht wie mir, die ja schon vor 4 Jahren ernst sind, und das auch wollen bleiben, dafür nicht mehr nicht anderen, nicht hinterfragen, nicht überlegen. Ernst bleiben vis-à-vis von dem anderen. Dass den dann noch ernst vis-à-vis von uns will bleiben, das erstaunt uns dann ein bisschen, das überrascht uns gelegentlich. Wir wollen wir eben so ernst sein, wollen wir das kaufen und wir akzeptieren das. Schenkt das. Das geht dann noch so lange gut, bis die nächste Fußball-, Europa- oder Weltmeisterschaft ist. Weil dann hängen die anderen ihre Fändel aus. An denen ist ernst wie rot, weiß, blau. Und das geht uns dann aber zu weit. Doof hält der Spaß dann aber ab, weil du, gesagt den als ernst sind in seiner schlimmsten Form. Wir können kein Fußball spielen. Oh, Jai. Du verwässt aber zu frei fort, weil heute können wir das richtig gut. Scheiße.
Op der Rätserseite hat Luigi de Claude stogelos wie beseeschte Pudel. Weil der Nico haut wenns 10 wenn nicht an der Schule war, kon kein dem Luigi sei scharfe Centre en retrait, wie der Pilot dat immer Radio genannt huet, interceptieren an de Lucio huet de Ball wie ein Kanonenkurel an den irwischten Eck vom Goal gehummert. Der Fickemann war sowieso zu klein, für run zu kommen, mir auch von méi groß gewircht wie seerchte Eschen, hat hin die tote Bomb auch net gehaal. Italien war als Journées 1:04. Dat war am Anfang nicht außergewöhnliches, just dat het Haut nach méi sehr gang als wie die Janer dich. Paus wo man nach kein 2 Minuten all an Schulmeister hatten den Hafen an net eng echte Keier opgemoos, wie het gerabbelt huet. Mir hun halt nie so gestoß. An ich hat ke gut Gefühl am Bauch. Haut werdet bestimmt nie sein Schmier gehen, gegen die hohe Bootscharen. Wir kriegen zwar ball all der eng Schmier, mir haut huet alles op eng Dürbel hingewiesen. Am Goal vun Italiener hat de Fall an der Zwischenzeit seg Schmier an alle Rogiers an huet Logiedrängem, den et Voltaieren zougeschaut, he ging sich langweilen, wenn mir bis dahin nach kein einzig Keier op sei Goal geschoss hätten. Am Gegendeel. De Macht mat singen 2 linke Face as iwwer dieselvig Gefall an huet sich gewundert, dat de Ball fort wär. Mit de Lucio war schon nees NRW a Richtung vun eisem Goal. Aber an de bis gedribbelt huet, dann hast du keine Chance de Ball zu kreen, so stark wär den. An de Nico wär net doof, fir enke het solid ënnerten zu fuhren. An so komet, wie huet misse kommen. De Lucio huet alles iwwer Dribbel och de Goal kipp. An dun assen 4 Goalin sto bliwen an huet gewährt, dat nach Regif kommen. Ja, mer auch nach gute Gag mat dais, houre Spaghettisfrisser, huet de Claude geschaut, an ass op de Lucio durchgerannt. A grad wie ne wohl tecken, als den an Lot gesprung an de Claude, den Hennes, huet de Ball selber an Eisegol gedreckt. De Lucio, so wie de war schon aus de Face an huet sich fregt iwwer den Trillert gelehrt. 2:0 fir d'Bieren. Dat gëtt Ellen. Italien-Lützeburg. All der an der grosser Paus Italien-Lützeburg. Ich weiß mal nicht, wie viel Fußball bei diesem Match verschafft goufen. All der Italien-Lützeburg an all der gute Mering von der Biere geläffelt. Wenn ein Keier kein zweistellig gouf, da wäre das schon mal etwas wie ein Victoire. Mir Haut hat es nicht nur ausgesehen. Ich habe keine Lust mehr, hat der Claude gegranzt an der Singer Wehgang. Das kannst du doch nicht machen, und ich ihm noch gebierelt, mir stur wie Nox aus der Vierugang vom Terrainruf. Das lässt du blöd, Nudelsack, und ich dem Lucio durchgebass, wie mich auf einmal der Luigi Hannem am Kolli geholt hat. Pass op, Männchen, hat mir an Dauer gehört. Pass op, dass nicht geschwind ein vom Nudelsack ein paar Decker an Schniss kriegst. Los mich lass, Botschazos. Er scholl im Boden an die ganze Bieresiebschaft rundherum. Den Tod Schweiß aus dem Rausgang. Merkt durch dich, das kirget da wirklich. Die sind tatsächlich Rosen. Tschö, so sind sie doch nicht so krittlich. Hey, was das da lass? Und ich versicht mich rauszureden, das doch nicht geschieht. Mengste, so der Lucio du decht. Mengste, Klänge furzert. Mengste wie flott, all der von ihr hohe Bier, hohe Spaghettisfrisser, hohe Boccia. Hast du überhaupt schon mal ein richtig Spaghetti gies? Topert. Weißt du, wie die schmecken? Der Lucio hat gegrinst an all die anderen matt. Ich weiß, wie Nudeln schmecken, und ich den Dichtchen gemacht. Du bist ein Bradler. Du weißt überhaupt nicht. Das ist kein Pasta, die dir aus der Plastikstuten ist. Komm, Männchen, komm mit bei mich heim. Und ich geh dir mal die Spaghetti ins Schmecken, die meine Mom selber möchte. Mit Rahmsoße, mit Speck oder mit Tomatensoße. Da wärst du gesehen. Grumpere Frisser, wie dat schmerzt so eng Spaghetti. Den Adriano, als ich mit der Hand leicht den Hals gefuhr, fir zu weisen, wie elegant senger Meinung no eng Spaghetti sich essen lässt, über dem sie mit solidem Gehauch illustriert wird, wie sehr ihn in enger Grumper kann stecken. Ich ging doch nicht mit dir heim, Nudeln essen, blöde Botscha. Und ich war Blut schon weiter gemutzt. Doch, Freundchen, du an all den dummen Kollegen, all gider de Müttich no Fußballtraining mat heim bei mech Nudeln essen, so de Lucio. Aber net huet de Franco expliziert, gëtt er lo direkt gut fermer an Sabbel, fir dech a fir all die Janer. Wie am Boxen wäret Schell am Haf, die als gerett huet. Paus war River. A wat machen wir lo, huet de Frank no der Schul gefrot. Wir können doch nicht bei Botschan heim Spaghetti friese goen.
Ja, hast du dann eng besser Idee? Die dreschen eist nowen om Training wie Bohnesäck. A wann man net op dem Training ginn, so de ficke Män der töcht. Und da gimmer er samcht net opgesät. Da spielen Bootschein all leng an der Kipp. Ma jawe das dann, huet de Claude gemengt. Da brauchen sech nach Schustschwert Streifen op dem Trikot ze pechen an da können sie scheiß Schuwe no man. Wir spielen zu summen an enger Ekipp, also können wir jo auch einkehr zu summen ise go oder net, hun ich versicht mich diplomatisch aus darauf herzubringen. Ich esse kein Nüdel bei denen. Der Claude war auch nicht dabei. Aber was da wirklich so gut so wie sie soen, vielleicht sind jo richtig Wunderspaghettien und du leierst davon dribble wie de Lucho. Aber wir kaufen es nicht eins. Bis her no im Training, an net vergessen, Spaghetti vu menger Mam her no. De Lucho huet iwwer dat ganz Gesicht gegrinst. Dumme, blöde Bier, hunn ich gedurcht, a wos dem Moment nach net, dat dat fir d'lächt wär. Fir d'lächt, dat ich Bier gesot oder gedurcht hunn. Botscha oder Spaghettisfrisser, et wär fir d'lächt. Well ich nie a mengem Liewen so gut Spaghetti nies hunn wie déi vum Lucho Singer Mam. Wir sind unschuldig, weil wir hun uns unschuldig. Wir hun uns Schuld, weil wir hun uns gerenkt, als Schuld weggebutzt. Wir hun uns Schuld unter den Teppich gekehrt. Wir sind unschuldig, weil wir hun uns Unschuld nicht verloren. Wir angeklagt, angefordert, reklamiert. Ihr könnt doch nicht wie ernst die euch verzeihen.
Wir haben Eschen auf den Hoher an unsere Kopf gewonnen. Als Schuld das nicht mehr von dieser Welt. Wir haben als Schuld unfehlbar, wenn wir im Sinn einfach entzucht. Feier von der Dummheit. Als Schuld als entschuldigt, weil mir entschuldigt als selber als unschuldig erklärt haben. Wir dürfen nicht. Wie Hunderte so dezidiert. Wir suchen einfach, dass das Zelt umgern demals mit den Hexen, den Juden, den Ketzer und Heretiker, dem Giordano Bruno und dem Galileo. Natürlich haben sie nicht ganz unrecht. Und das ist Lied, wie das Lied, das mir Lieder über die Sprüche tun. Entschuldigt. Es wird nicht so gemengt. Als Schuld war groß, ich betone, wahr. Wir fangen neu an, unschuldig, wie man nun immer sieht. Wir wollen keine alle Parfe mehr sein. Ich geht, was den allen wird. Wir haben als Schuld aufbezahlt bei enger von denen solche Banken. Verzeiht uns, wird man gemerkt. Es werden nicht mehr zu Ehren liegen. Wir wollten just Erdbest. Und die hat uns schon gegeben. Entschuldigt. Aber wen hat dann da Schuld? Die Geschichte vom König, der sein Volk verlor. Es war einmal ein kleiner König, und er herrschte, klein wie er war, über ein ebenso kleines Land. Er hatte auch eine Königin, natürlich, aber eigentlich war sie keine richtige Königin, da sie auch keine richtige Prinzessin gewesen war, sondern vom Parlament dazu gemacht, damit sie Königin werden konnte. Der kleine König hatte einen bösen Bruder, so erzählt man sich. Der habe, nachdem der kleine Prinz seine geparlamentierte Prinzessin geheiratet hatte, aus Wut, dass er nicht König werden konnte, das halbe Land in die Luft gesprengt. Das ist natürlich alles nicht wahr, denn in einem Märchen werden höchstens böse Schwiegermütter wegen ihrer üblen Nachrede gesprengt. Wörtlich, versteht sich, nicht aber Königreiche, und wenn sie noch so klein sind. So ging eine Zeit ins kleine Land und alle waren froh und glücklich. Die kleine Königin gebar dem kleinen König viele Kinder und diese Kinder selbst machten sich bei Zeiten daran, das Königshaus mit Nachwuchs zu versorgen, so dass es bei Hofe immer wieder etwas zu feiern gab. Und der König und die Königin waren so lieb und wollten das ganze Volk an ihrem Glück teilhaben lassen. Jetzt, wo auch noch die böse Schwiegermutter das Zeitliche gesegnet hatte und die kleine Königin so richtig erblühen konnte in ihrer Pracht. Auch der kleine König machte einen glücklichen Eindruck, nachdem die Trauer über den Verlust seiner lieben Mama verflogen war. Und so lud er sich immer wieder seine zahlreiche Familie in seinen Palast, sogar dem bösen Bruder habe er vergeben, heißt es. Auch der sei wieder des Öfteren gesehen worden, wäre von einer fast 20 Jahre dauernden Jagd zurückgekehrt. Ja, der kleine König gedenke sogar Gnade walten zu lassen, um dem Bruder wieder den Hof zu öffnen, anstatt ihn von demselben zu jagen. Auch das kleine Volk fand Gefallen am kleinen König und seiner noch kleineren Königin und zeigte sich in Umfragen zu über 80% mit ihnen einverstanden, auch mit den kleinen Nachkommen, auch wenn die weder Prinzchen noch Prinzesschen werden würden. Doch man mochte die Volksnähe der Königskinder und verzieh ihnen so manches, auch dass sie sogar das gemeine Volk zur Hochzeit luden. Und so pfiffen die Spatzen und anderes Vogelvieh das königliche Glück von den Palastdächern und Kathedralstürmen, dass dem schönen Herbstwetter Angst und Bange wurde. Denn unter all jenen Unkenrufern fand sich einer, der keine Ruhe geben wollte. Vom höchsten Turm herab krächzte er in die reine Morgenluft. Sein schwarzes Gefieder glänzte in der Sonne, als er sich in die Lüfte erhob und über die Dächer zum Grünewald hin entschwand. Aus luftiger Höhe genoss er den Augenblick. Bald würden all diese Wälder und Schlösser sein eigen sein, dachte er, und genehmigte sich einen kurzen Sturzflug. Denn wie in jenem Märchen war auch in dieser Geschichte der Rabe nicht irgendein Rabe, sondern er barg ein düsteres Geheimnis.
Er, der schwärzeste unter allen Schwarzen, flog über Stadt und Land, trieb sein Unwesen, krächzte vorm armen König ohne Geld, welcher von seinen habgierigen Schwestern und Brüdern in den Ruin getrieben ernsthaft daran dachte, das Tafelsilber seiner geliebten, doch leider verstorbenen Mutter zu verscherbeln. Vor allem einer seiner Brüder, Bombenjohann genannt, rücke dem armen König arg zu Leibe, krächzte der Rabe jedem, der es hören wollte. Und so kam es, dass sich der Ruf des armen Königs wie von selbst ruinierte. Das böse Gespräch ging seine Gemahlin, die Holde aus dem fernen Land, wo zwar kein Honig mehr fließt, dafür aber Zigarren gedreht werden. Die Gemahlin, sie hätte all das Geld an eine Gebetssekte gebracht. Die Zeit verging und das Volk wurde immer aufmüpfiger. Der König ging nackt. Und man begann dies laut zu sagen, so laut, bis er plötzlich tatsächlich ohne Kleider war. Dann kam der schwarze Rabe geflogen, entledigte sich des schwarzen Gefieders, trat in den schwarzen Frack, übergab dem König ein paar Säcke Golddukaten, die er eben aus dem Finanzministerium hat mitgehen lassen, verabschiedete den König nach Nassau und noch weiter und machte sich selbst zum Herrscher, als des Königs armer Junker.
Hallo? Ah, moi Paul. Ja, ich habe noch nicht gesehen für den Morgen. Gestern war es an der Stadt, geschmüttig. Aber gestern Abend war es wie Fernsehen gucken ohne Ton. Kein Wort hat sie geschwärzt. Ich bin hier da endlich mal von der Spargel gesucht. Aber ja, das steht nicht gern. Noch nie gehabt. Das ist mal raus. Oh ja. Dann siehst du gut, ich meine, es war kein schöner Tag für sie. Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Hallo, ich habe da Bescheid. Allez, Adi. Hast du mit Emil über das Weltprogramm geschwärzt? Es war der Pol. Ich wollte wissen, ob du dich schon beruhigt hast. Du hast dich beruhigt? Ja. Das heißt? Dann ich mich beruhigt tun. Nein, nicht mehr. Was hast du dann erwehrt? Dass ich vor Begeisterung an die Blut sprangen? Ja, ein wenig kannst du mich ja einfach unterstützen. Das werde ich auch machen. Was tust du willst? Marcel, du wirst doch nicht mengen, dass ich dich allein an die Wellen ziehen lassen. Da kennst du mich aber schlecht. Was schon das schon. Das ist mir nie ganz geheuer, wenn du so schwätzt. Ursache lösen, meine lieben Menschen. All Ursache ist. Ich habe gestern die ganzen Tag an die ganz Nurstru gebruckt und ich wäre lange nicht mit mir ein, so ich dich nicht einfach direkt sollen bringen oder wir ziehen zusammen an den Wahlkampf und ich bin der Wahlkampfmanager. Nein, das geht ja schon gut tun. Was grummelst du? Nein, das ist eine gute Idee. Natürlich ist das eine gute Idee. Dein Emil, der wird mehr wie gehen zu schicken. Und der Rest von der Gemeinde auch. So. Für das Allerrecht müssen wir loben. Für das Allerrecht muss die Lokalsektion von der Partei den Ofen die Lust mal gut heischen. Und da geht dann noch dezidiert, wie der Wahlkampf gefordert wird. Quatsch. Vergiss die Parteidölpesen. Ich feiere den Wahlkampf. Und du mal fertig. Du wirst doch nicht den politischen Karriere um den Sand setzen, jetzt wir mal richtig angefangen wird. Wenn die Lokalsektion nur gegen die Lust stimmt, dann hast du River, hier sie will auch gefragt wird. Also wieso bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich die Karriere will hat, soll fangen. Sitzt los auf Wasser? Nee, mir... Mir wert, Marcel. Marcel, du hast die Decision geholt an nicht mehr. Du am Soff, an nicht bei klarem Verstand. Und du gehst auch kein Zurück mehr. Und ich gehe den Abend mit an die Versammlung und da wirst du mal gesehen, wie sehr dass die Lösch die Worten durch ist. Da traut kein sich dagegen zu sehen. Oh, Herr Hölle, fandst du ganz. Los den aus dem Spiel, den aus einer anderen Partei. Und was willst du da machen, den Abend? Machen? Nicht. Charles ist engriert. Du warst doch gar nicht an der Partei. Na doch. Sonntag ist doch mit dich. Ich wäre bei Emil. Herr Conselge ist so dich, der Marcel und ich, wir wollen Member an der Partei gehen. Du wärst ja noch nicht dran. Den Emil hat sich genau nicht getraut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich werde aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Ich habe mir aber auch direkt Konditionen von der Steh gesagt. Apprendre ou à laisser. Emil so dich, wenn du mein Dölpes schon muss man Bier auffüllen, für den Lust voll zu kriegen, da so nicht der Lohwert von Kiste kostet. Erstens, am Fall von einer Victoire bei den Wahlen. Und gedenk Victoire, weil dafür werde ich schon suchen. Am Fall von einer Victoire, Emil, geht der Marcel erste Chef. Monique! Zweitens, können da ein Terrain beim Bestehen an den Bauperimeter. So wie die zwei Wiesen auf der Kopfdose noch. Drittens, Emil, bin ich Präsidentin von der Bautekommission, auch von der Kulturkommission. Viertens, Emil,
akzeptierst du mein Plan B. Am Fall, wo die Wale lo geint wieder auf werden never sollte verloren. Man nicht du hast ja nicht mehr all. Ha, ist ja schon erledigt, der will haben, du gehst. Quatsch, dein Emil aus Kuke so dicht, wie du immer meinst. So loch, nach den hat er alles akzeptiert. Mei wie dat. Ich finde es sogar schriftlich. Nee, dem muss Panz nach voll gehabt haben. Ich rufe nur direkt in nun an den Mensch dem ganzen Spuck nennen. Du setzt überhaupt nicht in Herrn. Wen sieht, die sieht auch B, Marcel. Und ich fand nicht eine ganz gute Idee, dass du dich nur am Alter nach willst für die Allgemeine setzen. Ich frage mich, wie sich die schlechte Nenz tatsächlich für die Allgemeine da setzt. Du oder ich? Das sieht man doch noch. Und was hast du mir da gesagt, dass den das alles, die Konditionen da hält? Die lässt sich doch nicht einfach so klein kriegen. Was tust du für eine Ahnung? Also, ich habe bis nach jeder Kleinkrit, den ich wollte, Kleinkrit. Ja. Es wäre wohl gut nicht schwer am Gegenteil. Es wäre sogar richtig einfach. Emil, so dich, wenn du nicht mit mir d'accord bist, dann geht es Krieg. Weil da gehen ich mal dann fertig. Aber nicht auf Dinger löscht. Und dann, Emil, da gehst du nie Bürgermeister. Oh. Ja, das ist Erpressung. Ja, das sollt ihr noch. Und du nicht noch schreiben. Ja, ich komme es nicht zu. Meine Frau erpresst mein bester Kollege. Marcel, mal eine Pause. Das ist keine Erpressung. Das ist Politik. Für ihn hat sich nie für Politik interessiert, weißt du aber ganz gut Bescheid. Also, du passt immer für eine Überraschung gut. Ja, so wie die Eispartei. Marcel, das ist wie mit den Spargeln. Just, dass ich sie gerne habe. Aber wie gerne, dass ich sie habe. Das wirst dann in der nächsten Woche nach mir gehen. Oh, Marcel, ich bin so richtig motiviert. Ich habe Lust auf Mut. Ich nicht. Für heute geht mir schon dick durch. Und das alles, weil ich 2 Humpen zu viel getrunken habe. Mein Name ist Jakob Aschengänger. Den Namen trage ich seit Ewigkeiten oder erst seit gestern, schon seit damals, als es geschah, oder aber spätestens seit dem Tag, an dem die Pflicht des Erinnerns für mich zur Notwendigkeit wurde, mir selbst aufgetragen und von Ihnen, von all den anderen. Auch weil die Angst Einzug hielt, der Tag sei nicht mehr fern, an dem das Gewesene als Gewesen abgelegt werden würde, gleich einem schlechten Traum, den man am Morgen mit klarem Wasser abzuwaschen versucht. Mein Name ist Jakob Aschengänger, weil man einen Namen haben muss unter all den Namenlosen. Auch wenn ich zu spät geboren wurde, um über diese hier zu berichtende Begebenheit als Zeuge zu berichten. Deshalb bin ich auch ein Zeuge der 2. Generation, einer jener Zeugen, denen die Aufgabe gegeben ist, das Zeugnis weiterzugeben, das Zeugnis jener Menschen, denen man alles nahm, bis auf ihr Leben. Dies durften sie nicht aus Menschlichkeit behalten, sondern aus Zufall. Sie haben zufällig die Hölle überlebt, als Zeugen werden sie nicht mehr ewig reden können.
Der Legende nach soll Ahasver Jesus Christus auf seinem Gang zum Kalvarienberg eine Ruhepause in seinem Haus verweigert haben. Ahasver wird dazu verdammt, ruhelos umherzuwandern, bis Jesus wiederkehrt. Wann wurde ich Jakob Aschengänger? Wann lernte ich Ahasver kennen? Wann klopfte er zum ersten Mal an, machte sich bemerkbar, zaghaft vorerst, dann aber immer deutlicher mit der Zeit? Wann habe ich ihn das erste Mal gesehen, als er mir von Jakob Aschengänger zu erzählen begann und er etwas lostrat, was keinen Halt mehr finden sollte? Als ich anfing, wissen zu wollen und dieses Wissen wollen zum Wissen müssen wurde. Ich glaube, es war vor langen Jahren, als Ahasver vorstellig wurde, um mir jenes kleine Büchlein zu bringen, das noch heute in der Bibliothek des Vaters steht. Dieses kleine, unscheinbare Büchlein mit den 3 übereinander stehenden Fischen in der rechten unteren Ecke, das Tagebuch eines jungen Mädchens. Du wolltest, dass ich es lese, hast es mir in die Hand gedrückt und gesagt, damit könne für mich alles beginnen. Und eine Widmung hast du hineingeschrieben, für Jakob Aschengänger. Du wusstest es schon damals. Ich habe dieses Buch wohl ein paar Mal gelesen. Oder kommt mir das bloß so vor? Ich weiß es nicht mehr. Nur, dass dieses Mädchen mir immer wieder über den Weg lief, so wie du. Es gibt ein Tagebuch, von Hand geschrieben, das habe ich einmal in einer alten Kiste bei meinen Eltern auf dem Speicher gefunden. Ein Schulheft nur, abgegriffen, die schwarzen Deckel. Mein Großvater, den ich nie gekannt habe, hat es geschrieben, mit blauer Tinte, Tag um Tag, während dieser schrecklichen Wochen, als damals das Ende doch nicht das Ende war. Als es über ihnen noch einmal begann und Feuer vom Himmel fiel, als sie im Keller saßen, wochenlang, während über ihnen eine der letzten Schlachten dieses Krieges tobte, jene Schlacht, von der man später in den Büchern lesen sollte, sie sei eine der blutigsten gewesen. Als ob man das Blut messen könne, das geflossen ist in die Wiesen und Wälder der Ardennen und anderswo. Stunde um Stunde, Tag um Tag hat mein Großvater dieses Heftchen vollgeschrieben. Nie hat seine Schrift gezittert, nie war sie ungelenk, auch dann nicht, wenn zwischen den Zeilen die Angst und der Schrecken mitschrieben, als sie die schlechten Nachrichten von draußen vernahmen, Fetzen nur, nichts Genaueres wussten. Mein Großvater war damals noch ein junger Mann und doch, ein schwerer Unfall hat ihn Querschnitt gelähmt und für den Rest seiner Tage ans Bett gefesselt. Deshalb konnten sie damals auch nicht fort, weil er nicht laufen konnte, mussten zusehen, wie das Dorf evakuiert wurde. Nur ein paar Familien wollten nicht fort, Bauern, denen nichts mehr geblieben war als das wenige Vieh im Stall. Das wollte man nicht verlassen. Aus dem Keller heraus sind sie jeden Tag, morgens und abends unter den Kugeln auf ihre Höfe gerannt, um ihre Tiere zu versorgen. Unterwegs haben sie gebetet, dass der Stall noch stehe, das Haus. Sie hatten die Erschütterung gespürt im Keller, wenn die Geschosse ins Dorf gekracht sind. Sie sind nicht fortgekommen damals und mussten bleiben im Keller. Dem Großvater hatte man eine Bettstatt auf der Kartoffelkiste eingerichtet und darunter sowohl die Kartoffeln als auch die Fahrräder versteckt. Eine Flasche Wein wird wohl auch dabei gewesen sein. Mein Großvater beschrieb, wie deutsche Soldaten in ihren Keller kamen, weil ihnen kalt war. Sehr jung seien sie gewesen, hätten gezittert und Angst gehabt. Dann aber doch ihre Gewehre in die Ecke gestellt und geholfen, den kleinen Ofen aus der halb zerbombten Stube im Erdgeschoss in den Keller zu transportieren, um darin das wenige nasse Holz zu brennen und die letzten Kartoffeln zu braten. Es lag tiefer Schnee in diesem kalten Winter 1944, als der Albtraum noch einmal losbrach, als die schon tödlich verwundete Bestie sich noch einmal auflehnte. Davon erzählt dieses Tagebuch, wie sie es damals erlebt haben in ihrem Keller, dass der Pfarrer regelmäßig Neuigkeiten brachte,
das Wild sich immer noch halte und die Amerikaner in Bastogne eingekesselt seien, Petten aber schon unterwegs. Mein Großvater beschreibt, wie sie Weihnachten gefeiert haben, alle zusammen im Schein einiger magerer Kerzen, der Pfarrer die Messe gelesen habe, während die allerletzten Kartoffeln auf dem kleinen Ofen vor sich hinwurzelten, wie sie Großvater zur Seite geschoben haben, um die letzte Flasche Wein zu öffnen für die Messe. Jeder wird wohl nur einen kleinen wärmenden Schluck bekommen haben. Dann haben sie die ganze heilige Nacht mit Beten verbracht. Ich weiß noch, wie mir zumute war, als ich dieses Heftchen das erste Mal in einem Zug durchgelesen hatte. Als habe mir dieser Großvater, den ich nie gekannt habe, doch noch eine Geschichte erzählt, wie eben nur Großväter Geschichten erzählen. Und dies war eine schöne Geschichte, weil er schreibt, wie sie an einem zwar eisig kalten, aber sonnigen Tag im Januar nach Wochen der Angst endlich wieder ans Licht konnten, wie die frische Luft in den Keller strömte und wie glücklich sie waren, dass es nun wohl endlich und wirklich vorbei war. Warum, Jakob, warum? Du stellst die falsche Frage. Nicht nach dem Warum musst du fragen, sondern nach dem Wieso. Nicht warum ist dies geschehen, sondern wieso ist es geschehen? Wieso war es möglich? Wer hat es zugelassen? Wieso, warum ist das nicht das Gleiche? Versuche ich meiner Verlegenheit Herr zu werden. Das Warum kann man immer beantworten, Jakob, und sei es durch die perverseste Ideologie, aber es bringt uns nicht weiter. Warum wurden 6 Millionen Menschen vergast? Ganz einfach, weil sie Juden waren oder Zigeuner oder Homosexuelle oder politische oder warum? Weil man das so beschlossen hatte, weil es dazu Gesetze gab, weil man es geschafft hatte, glauben zu machen, es sei nötig. Warum, Jakob, warum? Warum hat man Kriege geführt? Nichts ist einfacher, als darauf eine Antwort zu geben. Aber versuch es mal mit dem Wieso. Wieso konnte es geschehen? Wieso war es möglich? Wieso? Wieso ist es geschehen? Weil man es so wollte und weil man es geschehen ließ. Weil niemand sich betroffen fühlte und jeder sich später und heute noch damit herausredet, es seien ja die Nazis gewesen, die das alles hier veranstaltet haben. Er hält kurz inne. Wieso konnte es geschehen? Weil niemand es für möglich gehalten hat, dass Menschen derartiges antun könnten. Deshalb ist es passiert, Jakob, und deshalb kann es auch immer wieder passieren, weil Menschen derartiges antun können. Und darum geht es, Jakob, darum, nur darum. Es geht um dieses verdammte Wieso. Wieso konnten Menschen derartiges antun? Nicht wieso konnten Nazis, Juden oder Zigeuner und all den anderen derartiges antun, sondern wieso konnten Menschen es tun mit anderen Menschen? Aus dieser Antwort, Jakob, wächst keine Schuld, sondern Verpflichtung. Und dann weißt du auch, wieso du hier bist, nicht warum. Verpflichtet zu was, Ahasver? Verpflichtet zu was? Er dreht sich um, sieht mich an. Alles zu tun, dass das sich hier nicht wiederholt. Es kann sich nicht wiederholen, Ahasver. Das denkst du. Die Dummheit macht sich wieder breit, überall. Hör genau hin, was wieder geredet wird, an den Biertischen und anderswo. Es kriecht umher gleich einer schleimigen schwarzen Schlange. Der Gestank ist wieder zu riechen. Ihre Sprache hat sich verändert. Man spricht wieder offen aus, was man Jahrzehnte nicht zu denken wagte. Ich sage es dir, Jakob, die Dummheit macht sich wieder breit. Und es gibt Leute, die mit dieser Dummheit umgehen können. Und ihre Handlanger sind überall. Dann wäre dies alles noch sinnloser gewesen. Et gëtt nees mam Feier gespielt am Land, an Uecht dat Welt.
Der ganz loser Stüpplenees an der Glose, sie fannen hei an do ganz drischen Teer Streh fir unzufänken, fir un allem an einzelne Kap, an dene Kap wurt nach immer gut gebrannt huet. Et Götternees die begrüßende Feier wat reinigt, wat proper mischt, wat alles verbrennt, wat selber denkt. De Père und Fils so zu soen. Sie sind e feierliche Wege. Et Glosnees hei an do, ein kleng Flämmchen gedüm, frisst sich unter dumme denk dick Panz, gedimmer mit groß, frisst sich immer mei bret, möcht sich bret, mat singer dumpicher hützt. Also sie frisst sich so dick, dat Geschwinnes durchgeht, für richtig Schädel und Brennen zu kriegen, der die beihalen, an op denen den Renner Sache verbrennen kann. Gedanken, Bücher, Bilder, München. Et gëtt nees ma Feier gespielt. Et ginn nees Fischbein gespleckt an Ugeras. Heimlich, 100 gëlle Fraen, a schwärzen Zeitungen. Et fallen nees Saulusse vun de Perd. Der das die hëtzt. Dat klenk Feier liicht nees de ratende Weh aus de Lächer. Loser loes kräch uns am eischchte wackelige Liicht erop, a lauschtern hireer Musik. Der vun de Brandstifter, vun de Kapuzemänner, vun ein Hexemeester an alle schwärze Sutternen an Talaren oder Turbanen. Sie kommen nees mam Fixfeier an der Tasch, der die an deichtren Zeite schon mal mat ihre Klänge Speen geholle vun, dat größt Feier unzufänken, an Brennen zu halen. Kläng Säcker Wässerdreher vun Demos hantieren ees hanner der Heck mam Fixfeier, will ihr ege krepischer Beie fir am Feier zu stippeln. Hier Bleistifter sie nees gespitzt, hier vierdere spritzenrem Gift, wie Demos, wie Zanter je hier. Sie scheizen nees no enger stärker Hand, no kultureller Säuberung, no Läuterung, no engem stärkener propre Litzebusch. Et gëtt sogar die wären allmoll Anti-Agentfaschisten. Haut verdedigen se se Firo gericht, a wëllen alles Mundtot brennen, wat hire klenge Speintche läche kennt. Et gëtt nees mam Feier gespielt am Land, an uch dat Welt. Kleng Flamme flackeren hai an do, an immer méi, an immer mi oft, kleng Flammen tiermen sech op zu eng grosse Feier. Aber et sie kein Kanner, die do am Feier spielen.
Et goufen Tragementer, die d Land geprecht hunn. Schreckliche Evenementer, von denen ihr nie gedurcht hat, dass sie je könnte passieren, an aber sind sie geschieht. Et waren so im Pechten, stung alles an der Blei. Du durch de Schiff sich himmlisch, ich kann lo net mehr. All die versuffene Päckei, die kann ich nicht mehr drohen. Ich lasse mich lo selber mit allem innergehen. An just errecht als die schreckliche Nouvelle, dat dat Schiff, op dem wir all Jahr so viele Lützeburger zusammen hier Peichtvakanz verbringen, dat das Schiff am Mittelmeer mit Mann am Maus untergegangen ist. 1500 Lützeburger Passagiere haben nicht überlebt. Quatsch, sie haben alle gut überlebt. Fettschwimm dürfen. Allerdings so ganz glücklich, als die ganze Affäre aber nicht ausgeht. 1500 Lützeburger treiben ohne paar Bayern Suen am Mettwursten um Mittelmeer. Riecht ob die Insel Lampedusa lass. Wenn die italienischen Autoritäten halt melden, als der größte Kontingent von Flüchtlingen für das Jahr auf der Insel Lampedusa ankommt. Jetzt geht von 1500 Menschen, die nicht mehr haben, außer hier leben. Trümmern, dass es sich bei den Unglücklichen kennt die Lützeburger handeln, die auf der Peichtcroisière unterwegs waren, wie hier das Schiff untergegangen ist, sind nicht konfirmiert. Die Regierung bemüht sich Klarheit. Es war klar wie Bulletzopp. Es waren die Lützeburger, die hier auf Lampedusa ankommen. Die Italiener haben ihnen natürlich nicht gelebt. Wo sollten sie auch wissen, dass das keine Flüchtlinge waren aus Syrien oder dem Irak oder aus Afrika, außer dass sie alle wenig zu viel gut geniert ausgesehen haben, für reglementäre Flüchtlinge zu sein. Nicht konfirmierten Informationen noch geben sich bei den 1500 Flüchtlingen, die für ein paar Tage auf Lampedusa am Mittelmeer ankommen, tatsächlich die 1500 Lützeburger handeln, denen hier quasi das Schiff untergegangen ist. Die Regierung bemüht sich, die Leute nicht heimzukriegen. Leider ist Lampedusa nicht am Luxuskatalog. En attendant goufen die 1500 mal angesagt, für Tomaten und Orangen zu plecken. Tja, wie sollte man den auch heimkriegen? Also, vorausgesagt, nicht waren Lützeburger. Vielleicht waren es ja aber auch Syrer, die sich als dick Lützeburger verkleidet hatten. Wer kann das schon so? Wenn der Staatsminister de Mittag Briefing für die Presse nom Regierungsrat mitgeteilt hat, hat die Regierung dezidiert, die 1500 Flüchtlinge, die 2 Wochen auf Lampedusa angekommen sind, aber denen es sich tatsächlich soll die Lützeburger handeln, denen hier quasi das Schiff untergegangen ist, dass in die 1500 Leute lovelt, hier zu Lützeburg abholen. Wie ich könnt vorstellen, aus dem Internet direkt übergelaufen, ganz intelligente Kommentare. Über 2 Millionen Comments hat RTL höflich mitgedeelt und hat sich nach der mitgebretzt Plattform vom Volk zu sehen. Et gouf gekretzt, wat Göste, wat Huste, an engem Moos, dat der Regierung weiter nicht ernst mehr ivrig blouf wei. Wenn die Regierung hat dezidiert hat, soll auf 14 Tage ein Referendum sein, darüber Lützeburg 1500 Lützeburger, die als Sans-Papier auf Lampedusa Tomaten und Orangen plecken, bei sich abhält oder nicht. Et goufen direkt de ganze Korb. Ah nee, das ist kein direkt Tippfehler. Bürgerinitiative gegründet. Wer beweist uns dann, dass das tatsächlich Lützeburger sind? Aber was machen wir mit dem Wohlstand? Und das ist genug. Und sie weiter und sie fort. Es hat doch nicht mehr gedacht, dass der Außenminister und der Premier bis auf Lampedusa gucken waren, weil ja anscheinend durch den einen oder den anderen Regierungsbomber unter den Flüchtlingen soll sein.
Op Lampedusa hunn sech haut den Außenminister an de Premierminister e Bild iwwer Flüchtlingssituatioun gemach. Italien wëlt die 1500 Lützeburger neesréck an Tunesien féieren, wo sie net hier kommen, méi wien interesseiert dat schon. Der Staatsminister mischt e wärmen Appell und Bürger vom Land, sondech beim Referendum mat Jo zu stimmen, fir dat ma als Landsleit nis all können hemkräen. Ma et kom wie et huet misse kommen, sondes war Referendum an wirklich. Dis wochtummer tatsächlich genug ei am Land, och wann et just Lützeburger sind die hem wollen. Vier als Land, vier als Spruch, a vier als Identität. Die Regierung, die mischt sowieso egal wert. Gengt den Traum, gengt de Stadion, nee zu allem, PDG, Pecht umgang, sie solle bleiben, wo sie sind. An domat huet auch die Lächtgemeng hier d Resultat herageschickt, an de Verdikt as Chlor andenklech. 80% vun de Lützeburger soe nee zum Retour vu 1500 Lützeburger Flüchtlingen. An domat wünschen ich e ganz schönen Abend.
das der Stress haut. Hallo muss ich auch noch ein Interview mit so einem penible Novospolitik von der CSV mehr. Mit anders aber feierofend. Und du? Auch nach ein Interview polen, von de Blani von der DP dann Decker das Studio fand. Schon eng so diskret. Wo wem? Vom Lulu. Hier aus Afghanistan. Ich weiß, Mam Jean. Schon noch eng Skrit. Vom Jean? Ja, vom Jean. Aber was schreibt der Jean? Dass dem ging gut gehen und dass ich so laufen, wenn Jobs bricht. Brauchst du dann etwas? Im Moment geschieht ja nicht, wo sie sind. Ich möchte ein Foto, wo sich mit Helm und da setzt man die an die Zeitung. Und der Lulu, wer schreibt den dann? Dass der Jean ihm auf die Zoo geht. Und dass man an einem Stück doch immer simst, jetzt froh, ob ihn etwas braucht. Nee, das möchte Lulu da auch. Ich meine, den hat wenig los. Ob der Jean? Oh, den hat immer wie Vizeprämie. Ich kriege noch einmal Hans den Sims vom Luc. Oh, nicht vom Michi, auch vom Cheryl. Wo hat den zwei brauchst dich aber wirklich nicht mehr zu mengen. Das sind doch keine mehr. Ich kriege noch als Simse vom Mars. Und ich vom Luz. Ach, vom Jano. Vom Jano kriege ich ganz viel Simse. Ich auch. Vom Jano und sogar vom Luc. Ach so? Aber ich gebe mit dem Messe gehen. Mam Jano oder Mam Luc? Mit wem wärst du dann? Mam Luc, den hört mich nötig. Also, erste gehen mengen ich. Und noch weil ich die letzte Folge ich Mam Jano wäre. Für drin wünscht dem Lulu, du gesamst, weil hier in Afrika wir, die will um am Lüge zu gehen. Das du kennst, und du kriegst den Sims vom Lulu, dass hier lieber in Afrika aus, wie am Lüge zu gehen. Nee, umgedreht. Das hier lieber hätte Lüg für in Afrika und hier könnte man mir zu gehen. Ach, du meinst, die hätte so nichts zu dienen. Die Genre ist aber die Schlimmsten. Die Simmsten nimmen, die rief doch nach 20 Mal am der run. Ja, und da fragt dich, ob du kannst schwätzen oder schwätzt die ganze Zeit. Ich schwätzt nicht. Ich löst sich direkt dann an das Studio. Sag mir, du hast doch schon ein Sims von ihm gekriegt. Von ihm? Ja? Nee. Du? Ja, hey, guck, ich bin nachher am Archiv. Salut? Salut. So ein Sims gekriegt. Ja. Vom Jean? Vom Luc? Vom Lulu? Vom Max? Vom Ferno? Vom Luz? Von Himmieren? Von Marie-José. Ich krieg aber nicht gelesen, das ist mänischer Platt. Irgend etwas mit Jesse Jen. Cher ami, die keer e an toe. Ich mein, van der letzte Jahr Außenminister an der Welt schwedisch Mivelgeschäft der war wein, da weiß er wie wichtig war beim Referendum ja gesagt zu. Ich mein, das Europa war es führe bringt. All der wenn schauen, dann nur schöne Mivel durch. Schauen wir 14 Leben. Nächstes soll es ophalen bei der Konstruktion von diesem Stück Europa. Und dafür gehe ich so, die Damen und Herren, dass das Platz sei, bei Gras, eine historische Bedeutung kriegt. Ich gebe so, dass Gras, ähnlich wie Schengen, ein Symbol gibt für Europa. Und dafür will ich von der Lehre. Bei Gras, den deutschen Dichter Günter Grass zitieren, was ich studieren, den Oskar Matzerath, also im Roman 100 Jahre einer Rettin, so gelost wird. Wir produzieren Zukunft. Ich gebe mir genauso, als es auch heim. Moment. Ja, also bon, nein. Wen are you? Are you right? Yes, I can speak. Entschuldigt, das Condoleezza Rice aus Amerika. Yes, I'm from here, yes. No, I speak at an inauguration from a mivel market. Yes, they have Shea Mivel, yeah. Yeah, we must also construct a middle market to Baghdad, so that the Arabs can sit on the stool and not on the border. No, it's not too dire. No. So when we bomb it again, the damage is not too gross. No.
Where? Ah, you want an oil market, not a middle market. Yes, where you want. I'm on your side. No, I will need me subligate your bloody Chris. No. No, I'm no more the silly boy from Stoneway. No. Yes, I call you back. God bless you. And say hello to George and to George and my friend Donald, but not the duck. Donald the duck. And say to him, we have also a duck, but we have a grand duck and you have only a Donald duck. now I have your good credit. Yes, I call you back. God bless you. Yeah, okay. Entschuldigt, kommt der Restaurant aus Amerika. Ich meine, du siehst aber, wie ein herzlicher Kontakt ist mit der amerikanischen Außenminister. Ich meine, die sieht aber, ich gehe aber doch für Volgo. Ich meine, das ist richtig so. Ich meine, wir sind wohl mehr klein wie du sagst, aber da findet man noch dumm. Also, die Damen und Herren, was soll ich? Europa hat Möbel für dran. Ich mein, das setzt Zeichen. Endlich kriegen wir mal billig Möbeln zu kaufen. Für alle Asylanten nehmen. Ja. Immer sie heimschicken, die Asylanten. Aber wenn ich in Zeit genug los, da können Sie Möbeln, Jochnes, aus Schnee bauen, mit Tee holen und dann ist die Summe scharf. So ein Motto, schaust du kommen oder was nach zu Lützeburg. Een kleine Witz. Egal, die Damen und Herren, egal, wir müssen die Leute heimschicken, ob mit oder ohne Möbel. Wir gehen hier nach einem Kadomat-Tee, eine Überraschung von Ikea. Ich habe den Leuten gesagt, Ikea-Gefäßen im Kosovo erst aufmachen. Ich meine, die Damen und Herren, so. Die Damen und Herren, so sind wir. Ich meine, wir integrieren die Leute da, wo sie hier kommen. Ich meine, das ist viel mehr sinnvoll und viel mehr einfach. Das ist eine Gradlinigpolitik. Und ich meine, nicht so verwinkelt wie die Gang an einer Ikea-Boutique. Ich weiß, so werde schwätzen, ich habe mich selber an so einer Ikea-Boutique verlaufen. Da wie ich früher ein Miffel wollte kaufen, da habe ich so lange noch ein junges Wohnen Gesicht, dass der nur, wie ich gefunden hat, viel zu alt war für den Miffel. Entschuldigt. Ja, Asselborn halt. Wie? Ah, du wolltest, ja, ich kann schwätzen, ja. Ja, ich schwätze noch gerade zu leid. Ich erkläre Ihnen den Viertel von schwedischen Mitteln vis-à-vis von der Asylpolitik. Du hast auch kein etwas okay. Ein Schaf für mich da laufen zu lassen. Ja. Entschuldigung, das ist schon, du möchtest Witz. Ja, du musst ja nicht immer Tierhandel dazu machen. Okay, Chef, ich soll mich packen. So, kein Netz mehr. Egal. Ich meine, wo waren wir stehen? Ich meine, wir bleiben in einem Steck stehen. Das heißt, wir stehen. Wir stehen, die Damen und Herren, wir stehen hier beim Steck, wo ja nur ein Stück Europa steht. Auch wenn wir dafür pro Steck ein bisschen zersteckeln, respektive pro Dörfer, pro Häuser an, pro Willospisten. Wir haben das, die Damen und Herren, Europa, wie es zu summen. Und ich bin froh, die Damen und Herren, dass das ausgerechnet noch auf einer aller Misch geschieht. Oder besser gesagt, just ein Stehwolf von einer aller Gemenge weg.
Na mir froh sind allerdings, dass Demonstranten vom Movement mich mit keinem Steh auf Grund. Sie sehen ja Rose mal, weil ich von Anfang an für das Hit angesagt habe. Immerhin, und ich steht dafür den Titel «Quand die Kehr kriegt». Ich meine, das ist wichtig, das ist wichtig, dass man Politiker und mit diesen Titeln für uns an der Welt zu vertreten. Und dafür soll ich denken, ich bin froh, dass ich heute auf der belgischen Grenze das Ried der Verhältnis. Und ich gehe von der Lehre. Ein anderer großen Politiker zitiert, ein Amerikaner, was studiert, der bei einer ähnlichen Gelegenheit gesagt hat, ich bin ein Berliner. Und so soll ich heute, je suis un Belge. Ich gehe so, es klingt nicht gerade so gut. Nee, ja, die Damen und Herren, hat aus Europa wie es zu summen. Und dafür wollte ich auch an China Holzische gehen. Für Europa. Ich tausche das gegen Kanonen, für das Menschen am Taiwan-Dossier kommen. Die wissen ganz genau, es ist für Top hier vom Waffenembargo gegen China. Man klar verspricht natürlich, dass letzte Woche keine Waffen aus China liefern. Egal wie, die Damen und Herren, egal wie, Waffen sind wichtig für die Stabilität in Europa und auf der Welt. So, einmal dann erkläre ich den, was für ab. Kraft erschafft, ich muss sofort. Ich schaue auch ein bisschen in der Zukunft von Europa. Ich meine, dazu mit anderen Politikern von der Zukunft, also vergöstet, die haut nicht mehr wissen, was sie mal gesagt haben. Anonym. Anonym. Falsche Num. Alles gelungen. Shitstormer simmer. Wir machen dich fragt. Wir scheißen dich zu. Anonym. Anonym. Oder auf Hund. Ich sind den CD-Vakanz. Und ich lauere an der Heck. Kei weiß, wen ich bin. Ich bin ein falschen Hund. Ein falschen Hund. Ich sind den Jukebox on Tour. Ich habe nichts zu sagen. Wir schwätzen überall mit. Ich habe keine Argumente. Die brauche ich auch nicht für dich. Ich bin Christian. Ich arbeite beim Staat und es geht mir gut. Mit dir geht es besser, das packen ich nicht. Ich kratze wieder. Am Internet. Anonym. Anonym. Es sind die Superjam 63. Ich habe nichts daheim zu suchen. Dafür so eine Detail. Was mir nicht geht. Mir geht überhaupt nichts. Ich bin frustriert. Meine Frau, die seift. Meine Lehrerin. Das geht doch zu Genug für alles Platz, summen. Genug für alles Platz, man. Als wo sind Neidwurzeln aus der Fanger. Du verschreiben wir im Internet. Anonym. Falsche Num. Anonym. Es sind ein Feischling. Ich bin respektlos. Was ist das? Wort. Respekt. Respekt. Es sind die Neislecker. Und dumm wie Brot.
Ich wär mal Politiker, lo verdedigen sei Spruch. Me schreibe Kewurt richtig. Dat ass egal habt er Göft gespaut. Hat dat dit so gut? Anonym. Ohne Numm. Falsche Numm. Aus der Hëft. Han hat der Heck. Wir können nicht dänisch. Es muss raus. Wann's de blöd pass muss et weisen. So sollt jo kein Apps davon. Mir si jeer. Wir gehen auf Tschüss. Wir gehen auf den Bock. Op de Sinnebock. Wir beleidigen a gucken net dem. Mir verleumden a bescheiße, wéi et grad kënnt. Wir trauen uns. Endlich. Mir sinn 100% armselig Arschlöcher. Thank you.